Ja, ja, Freunde, der Himmel. Bei Legend of Zelda Tears of the Kingdom natürlich ein Ort, an dem wir immer wieder zurückkehren müssen und können und wollen, weil es immer wieder was Neues zu entdecken gibt. Nur zum Teil sind es halt so, ja, nicht unbedingt immer coole Dinge, wie irgendwelche Truhen, wie hier zum Beispiel. Nochmal nur so ein paar Blumen, ein paar Wildviecher oder natürlich auch noch ein paar Crocs, die ich natürlich ein bisschen anders markiert habe. Und mir gerade überlegt habe, hey, Crocs, sollte ich jetzt überhaupt noch markieren? Ja, nein, vielleicht. Ich glaube, ich lasse das mit der Markierung der Crocs. Weil ich hier gefühlt eh nichts Vernünftiges habe. Zum Beispiel hier, da ist auch kein Croc, da ist noch was anderes, das sind ein paar Pflanzen. Und gefühlt macht das eh mehr Sinn, ne? Da weiß ich gar nicht mehr, ob das ein Croc ist oder nicht. Eben, das sind so Dinge, wenn ich gar nicht mehr weiß, hey, ist das ein Croc? Ja, nein, vielleicht, dann ist es einfach nur scheiße. Also müsste da sowieso überall nochmal ein bisschen drüber. Und da ich von den ganzen Markierungen sowieso nicht schlüssig draus bin, was ich hier für Crocs verwenden soll und was eher für Pflanzen wie so Eisblumen, die ich eigentlich nicht verkoche, und andere Dinge wie irgendwelche Sonnenfleckchen, die auch Kräuter wären, die ich aber kochen könnte. Gleichzeitig habe ich natürlich immer so ein Kochsymbol, also ist noch ein bisschen schwierig, tatsächlich. Und ich glaube eh, dass ich die ganze Map dann nochmal offscreen alle Punkte nochmal ein bisschen absuchen muss, bevor man dann sicher bin, was davon ich neu markieren will. Ich meine, solche Dinge wie Gegner, da ist alles klar, gar kein Thema. Oder hier, wo Erze sind, genauso hier irgendwelche Truhen oder Schätze, wo noch nicht hinkommen. Die Sterne für irgendwelche Quests, die ich noch nicht gemacht habe, wo ich damit ziemlich sicher bin, dass ich dann nochmal hin muss für eine bestimmte Quest. Das ist auch klar. Hier zum Beispiel auch. Weil die sind ja auch keine Crocs, ne? Und das ist das Symbol für eben Dinge, da können Sie sich das auch fragen. Es sind ja zum Beispiel Spurtechsen und so. Aber die koche ich ja. Ist nicht das bessere Symbol dafür? Oder ist es einfach für sammelbare Dinge? Das heißt, wenn wir hier noch irgendwo so ein Kochsymbol haben, müsste das eigentlich auch weg. Und so ein Symbol werden. Und dass ich eben Crocs gar nicht mehr markiere. Das Kochsymbol eigentlich auch nicht mehr brauche. Also wäre vielleicht für Wild die Markierung. Ja. Mal schauen. Aber wo ich bin hier schon wieder, ne? War hier bei Breath of the Wild irgendwie noch so ein Ding? Ein Leudel? Ich glaube sogar ziemlich starker hier drüben. Der ist nicht mehr da, oder? Was dort? Oder Ding irgendwie noch so eine Erinnerung, dass hier ein ziemlich mächtig, vielleicht sogar ein goldener? Breath of the Wild gab es einen Gold. Doch, der war hier. Natürlich, erinnere mich wieder. Hier drüben war einer. Und was für ein Kackviech. Der war echt übel, der Typ. Das ist irgendwie gar nichts mehr. Jetzt war noch ein Mayo Sigma in der Nähe, okay. Hä? Wo ist er nun? Ah, da drüben. Tschüssi! Was haben wir gefunden, Mann? Ein kleiner Krocksamen. Jo, wie eine Höhle. Wo sowieso hin muss. Wird ziemlich sicher auch ein Schrein sein. Was soll er sonst dort sein? Du willst so sicher da rein, wa? Naja, und der geht dahin. Der Lollen ist nicht mehr hier, der eben früher mal da war. Genau hier. Ah doch, das Vieh war richtig übel. Du hast richtig viel Platz hier auch zum Kämpfen. Höhle am Kap Taum. Buch, was ist los?
was mache ich nur? Was los? Oh. Das ist aus dem Reim von Koda hier. Ja, fast. Hm. Eines dankesvoller Schrein für eines dankesvollen Stein. Erlege seinem Charme am Kap Traum. Irgendwie so. Wäre nur, ja was denn? Okay. Ich kann sehr guter Schwimmer. Mhm. Oh. Ich weiß nicht weit. Gut, die haben natürlich so einen Krockwedel. Kein übrigen Platz. Aber ich habe natürlich mein Master-Schwert. Master-Schwert mit Krockwedel. Wow. Das ist auch ein Master-Schwert. So, was haben wir hier noch Schönes? Huch. Ja, nimm doch. Link, nimm! Junge, Junge. Jetzt irgendwelche Monster noch drin oder so? Hey, und das los bin ich aufgeschmissen. Also, du willst mit? Ja, sag doch was. Der kommt doch einfach mit, ich fahr schon. Oh. Ja. Genau, so aber vor. Jo, nur es klappt auch. So. Wow, ernsthaft. Scheiß Flut und Ebbe, wa? Mist. Wir haben fast durchgekommen. Wie schnell hier die ganzen Dinge hoch und runter gehen, ist ja krass. Wo ist hier so ein Kackviech? Sure, noch weiter breit nix. Ups. Was ein Scherz sein? Ja, offenbar schon. Okay. Naja, da nicht, dass er so auf das Los draufhaue. Das ist ein bisschen aus dem Ruder tatsächlich. Also Marshall ist dafür nicht so unbedingt geeignet, wa? Schade eigentlich. Natürlich sowas auch nicht, wa? Könnte ich irgendwie... Oh, das Ding ist eh fast kaputt. So, diese Krog-Dinge haben natürlich noch ein paar mehr davon. Was bloß finden würde. Da. Ist schade, weil im Vorgang konnte man die noch richtig nutzen. Also direkt zum Wedeln nehmen. Das war richtig praktisch. Link. Ja, dankeschön. Hi. Ja, hi. Ja. Du mir auch. So. Das war nur für eine Sidequest und ein Schrein, war. Ja, sag dir Vorsicht, ne? Sag mal.
Hä? Ja, kennt ihr doch auch noch. Er schlägt auch ständig aufs Brett drauf. Ich weiß gar nicht warum. Irgendwas ist los mit dir? Oh, nee, nichts drin, alles cool. Jupp. Ein Königsschild, ja, nur keine Schild, kein Platz. Oh, ja, so. So. Ist ein bisschen creepy, dass er immer auf das losgehaut hat, aber geht's dir gut? Da ist ein Zora. Zora Junges. So wie Sidon vor über 100 Jahren. Schau mal, da stehen Leute ganz seltsam. Aber ich sehe keinen Schatz, das ist schon schade. Weißt du, Sasan? Mit unserer Schatzsuche richtig Spaß gemacht. Ein Opal, dankeschön. Noch ein Opal, dankeschön. Na, wie Sasan? Dann los. Schönes Ding, Leute, schönes Ding. Bis auf die Tatsache eben damit, ja, das war irgendwie ein bisschen creepy. Aber hey, was nicht alles creepy ist, wa? So, was man machen könnte, ist mal kurz das Set hier anziehen. Krabben sind zwar nicht so schnell in der Regel, aber schauen kann es trotzdem nicht. Aber hier lohnt es sich auch tatsächlich. Jetzt so viele Ausdauerkrabben. Den Ort hier zu markieren, eben zu sagen, das ist auch wieder so etwas Sammelbares quasi. Ach, wo ist der Mayo Signum? Der fehlt mir immer noch. So. Jetzt ist die Frage, Prüfung oder direkt Ding mitnehmen? Eine Prüfung würde eigentlich Sinn machen. Hä? Versteht das, wer will? Zuvor, wo es Sinn gemacht hätte, dass wir Raurussegen kriegen im Himmel oben, muss ich erst noch so eine scheiß Prüfung machen, wo ich die einen Truhe noch nicht gefunden habe. Also weiß ich immer noch nicht, war ja das letzte Folge. Aber trotzdem, wenn man dachte so, warum? Und nicht sowas. Ching Ching. Ich würde sogar sagen, Leute, wir sammeln es mal so viele, bis wir, keine Ahnung, genug für 3, 4, vielleicht sogar für 5 Herzcontainer haben. Also 20 Segenslichter vielleicht. So, jetzt sind es mir Wunder. Natürlich ist es noch nicht gemacht, ne? Also, wo ist er? Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Sehen Sie, was wir schon mal hatten, wo irgendwie ein Geheimeingang war oder so. Und auch im Gebiet von Eldin. Haben wir das kürzlich gesehen. Wo so ein Teil irgendwie wegpacken mussten und dann dahinter war es plötzlich. Eine kleine Höhle. Riesenleuchtsamen. Tja. Natürlich auch praktisch.
Bomben anwenden, oder Donnerblumen besser gesagt. Nee, da ist nichts, ne? Gerade vielleicht muss ich den irgendwie zur Seite schieben, damit das geht. Da ist nicht kein geheimer Eingang. Eine Decke, die ich erstmal freibomben muss, damit ich da hochkomme. Da vielleicht? Einmal Link. So, und stehen bleiben, dankeschön. Braucht nicht irgendwie zerbrechen nach Hause oder so. Ah, da. Ja, Link ist gut. Kletter doch einfach mal und bleib dann auch stehen. Hm. 51 Bomben. Oh mein Gott, er greift mich an! Ich habe eigentlich schon mal fotografiert, ich weiß gar nicht mehr. Nö, noch nicht. Ein Mayo. Ein Mayoi. Ein Mayoi Signum. Die Mayois. Tsching, tsching. Oh. Hilfe. Es blubbert so. Gut, haben wir das also auch gemacht. Perfekt. Daneben kann es hier eigentlich von dem her auch nichts mehr geben. Ne? Eben da unten wird es noch ein Ding geben, da ist klar. Eine Wurzel. Die kann ich entweder von hier aus und da aus erreichen, also nicht weiter so wild. Eine Frage mit den Quests war. Bring Akala Frieden nach alter Zeit, guck, was für unsere Pläne. Das sind 13 Steintafeln, genau, eine Steintafeln 12. Da haben wir schon mal ein bisschen angefangen, dann haben wir Operation Moldora. Da haben wir gesagt, machen wir, sobald wir dann wieder im Gerudo-Tal sind, das noch nicht jetzt. Da sobald wir bei den Orni wieder sind, da muss ich mich informieren, worum es überhaupt geht genau. Oder ein bisschen die ganze Map wieder angucken und so. Aber bei den Orni. Umas Feldfrüchte, gut, das ist quasi ein Dauerquest, da können wir auch mal bei Gelegenheit vorbei. Hier, weil wir wieder mal da unten sind, eigentlich auch schon bald. Beim Gerudo. Also ein Gerudo und Orni wollte ich bald wieder vorbei, das stimmt schon. Ich wollte erstmal die Goronen-Quest noch machen. Ja, gucken mal. Und erst wieder hier runter und dann zu den Goronen wieder. Brunnenfan, da sind wir immer nach und nach dabei. Also sind 58 Brunnen, das dauert ein bisschen. Die will ich alle zusammen in einer Folge machen. Macht eigentlich erst, weil wir alle Klauen haben von allen Drachen. Jo. Das heißt, wir gehen schon bald zurück zu den Orni oder eben hier zu den Dingern. Zu den Gerudo. Müssen wir mal gucken. Wenn ich zu den Orni gehe, kann ich den Kogas Quest auch gleich machen, bloß den Untergrund. Ja komm, machen wir so. Ich mache jetzt noch die Episode mit Akala bringe Frieden. Oder bringe Akala Frieden, das klingt ein bisschen besser. Epona ist da oben, da komme ich weiter von hier aus. Machen wir das so. Hätte ich sonst gesagt, dass wir dann nächste Folge wohl den Untergrund machen von Akala und Koronia. Also mal ein bisschen. Wir haben ja eigentlich schon relativ viel gemacht, aber ein bisschen was kann man noch. Wenn wir dort dann vom Untergrund Richtung den Orni gehen würden, dass wir aber erstmal noch die Gerudo machen. Gerade auch wegen dem Jägerversteck da unten, weil ich würde doch lieber erstmal wieder ins allbekannte Jägerversteck gehen, hier unten. Also hier. Das Tal, da war irgendwie mal das Jägerversteck und hier ist auch noch so ein großer Ding. Weil,
Ich finde, bevor wir Koga hier oben platt machen, also hier oben natürlich, macht es, glaube ich, Sinn, dass ich erst einmal, ich meine, wir haben hier in der Wüste schon, wie man es im Untergrund gemacht hat, schon. Aber geht doch noch, ja, noch ein paar Quests zu machen. Das erste Mal das noch mache und dann vielleicht sogar, statt von rechts hier hin, von unten nach oben gehe. Wäre eine Variante. Ja, werden wir sehen, wenn es soweit ist. So. Ich glaube euch. Hi Wohlhund, wird ergänzt. Ihr wisst schon, was ihr tut, wa? Du, 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 du. Wo ist er denn hin? Das ist eben eine Krise. So. Kurz alles fein säuberlich sortieren, wie es das gehört. Dann Master-Schwert, ein Hylia-Schild ausrüsten, unser stärkstes Set. Kann auch eigentlich wieder mal ein bisschen Kapuze runternehmen, wa? Ja, vielleicht sogar, dass wir echt wieder das nächste Mal nach Atheno gehen. Gerade wegen dieser seltsamen Quest da. 36er. 24er, komm, in dem hier. Wegen der Utas Feldfrüchte. Dass ich dann die Kapuze runternehme. Und ja, das Malumbeet, komm. Bis morgens. Links Nächte sind kurz. Oh, wie meine auch. Ich bin Marlon, Gott der Pferde. Guter Tipp, Digga. Gib mir einfach ein Rezept. Der muss ja wissen, wa? Blumen dürfen nicht gewesen sein, weil den hätte er gerade vorher schon gehört. Da wir schon 23 Uhr hatten. Ja, dann haben wir schon. So, ich brauche einmal mein Pferdchen Epona. Aber ich glaube, das klingt nach einem Plan, ne? Wenn wir so auch mit dem Untergrund so vorgehen und dann auch eben nach und nach die eine oder andere Sidequest noch machen. Das sind so aktuell, ne? Andere Sidequests, die ich noch gar nicht angenommen habe. Ich denke da gerade besonders an diejenigen hier unten. So eine Region Nekluda, Fiona wird sicher einiges geben, was ich noch gar nicht getan habe. Nicht mal bedacht habe zu tun. Naja. Jetzt kurz gucken. Ganz mal einen Weg folgen, wa? Okay. Oh, Terry. Lang nicht mehr gesehen, Junge. Servus, servus. Scharfe Linkskurve, Pona. Eine Gerudo. Das ist auch schon das Lager, wa? Oh, scheiß Blatt drauf, scheiße. Was ist denn das wieder los?
Kommt doch gar nicht, wa? Oh, das ist nicht gut. Wir müssen erst wieder abmontieren lassen. Okay, muss halt so gehen. Nehmen wir andere Waffen. Alle kampfbereit? Das wird aber... Parasegelstoff. Was? Ihr wart noch ganz so weit. Wir erstmal ein bisschen quatschen, Leute. Unterstützt uns! Ja, Mann! Ich bin Truppenführer! Geil, Mann! Für Heimwohl zum Sieg! Ja, da oben ist die Festung, da oben ist auch so ein Drache natürlich. Wäre ja auch schon. Ich glaube schon alle, wa? Erstmal das kleine Vieh. Obwohl, wisst ihr was? Wir sind krassere Waffen, fragen wir da mal. Ah, kommen wir oben nicht. Nur schon auf die Bombe. So, aber jetzt natürlich den hier nehmen. Wow, ganz ruhig, Kumpel. Wo ist ein anderer Kumpel? Ey, nicht cool. Sag, nein, ist fies. Und darauf steht die Todesstrafe. Bleib liegen. Nicht so ein Teil. So. Nein. Nichts Brauchbares oder so? Königsschild, Tasche voll. Ja, super. Königsschwert, das könnte was Tolles sein. Oh ja, lange Plus. So ein 7er. Die ganze Zeit nur auf mich zielt. Was ist los mit dem Penner? Ja, komm. Ja, komm. Alter, tut im Fall weh. Nur mal so angemerkt, ja. Da muss man so Finisher gehen, weil sonst fällt er runter und ich krieg seinen Einzelteil nicht. Ja, bitte, ich höre. Keine Ahnung genug für all das sagen, was du für uns getan hast. Andere frage ich mich jedoch, wer hier die Monsterwehr ist, wenn du die ganze Zeit die Kartoffeln aus dem Feuer holst. Also, du hast auf jeden Fall eine Belohnung verdient. Ja, Mann, dankeschön. Das Päuschen zu gönnen. Der Blutmond, du weißt schon, Link. Dann machen wir uns wieder auf. Also Kampf wohl also nie ein Ende finden wir, müssen wir eine Möglichkeit zum Ausruhen nutzen, die er uns bietet.
Vielleicht treffen wir uns eines Tages im Schlachtfeld wieder. Möge Göttin Hylia Segen mit dir sein. Ach ja, die Göttin Hylia, das ist auch lange her. Junge, Junge. Also jetzt nicht für uns, weil Skyward hat die noch nicht so lange zurück mal gezockt, aber rein Timeline-mäßig. Okay, wo ist das Material von Silber Boccolin? Ist doch weg. Scheiße. Doch, da ist es, okay. Ist immer ein Ritterbogen. Jo, kann machen. So, hätten wir das alles auch gemacht, die Episode. Bringen der Ebene Frieden, bringen den Kluder Frieden, Eldin, Akala. Ein paar fehlen noch, soweit ich das mal mitbekommen habe. Das uralter Zeit, guck aus wie unsere Pläne, genau. Dann eben die Sidequests, ne? Beziehungsweise erst einmal habe ich jetzt gesagt, gehen wir in der nächsten Folge wieder in den Untergrund. Und zuvor würde ich sogar sagen, wird Zeit unserem Masterschwert wieder ein bisschen, naja, was Sinnvolleres zu geben. Was sehr viel sinnvoller ist. Da zerlegt's dich! Das Marschwert geht gar nicht. Oh nein. Ah, stimmt, die kannst du gar nicht ablegen, deswegen. Ja, das ist doch scheiße, die kannst du gar nicht ablegen, deswegen geht das nicht. Nein. Natürlich wen, wie das Teil zerbricht, von selber zerbricht, wa? Das könnte ich mir eigentlich sogar noch mal überlegen, dass ich das so mache. So, was ich gerne noch machen würde, in der Folge sogar noch, steht davor. Mal dann noch einen der Schreine hier, die ich nur markiert habe. Noch nicht gemacht habe. Hier sind es momentan nur noch einer, warte da unten. Himmel, aber ich glaube auch nicht mehr so viel mehr. Ja, fast aufgeholt, Leute, mit den ganzen Schreinen. Sehr gut. Immer noch kurz den Schrein hier, oder versuch's zumindest. Eigentlich wäre jetzt so 33 Minuten ein guter Zeitpunkt, um aufzuhören, gerade nach der Schlacht hier. Eigentlich. Aber auch aus dem Grund, weil, ja, eben wir sind jetzt schon bei über 150 Folgen. Und, naja, je nachdem, wie viel ich hier noch mache, wie lange vielleicht die Story noch dauert und wie lange es noch dauert, bis ich die ganzen Sidequests so noch gemacht habe, naja, es dauert halt. Wir wollen nicht das Let's Play unnötig in Länge strecken und dann vielleicht so zum Abschluss eines eines Parts sagen, oh, ich mache jetzt noch irgendwie 1, 2 Schreine. Finde ich das gar nicht mal so doof. Vertikal und horizontal. Ja, hoch, runter, links, rechts, okay. Danke, Spiel. Warst du weniger? Fast zu wenig Schwung gehabt. Da wäre halt die Statikfunktion, oder wie hieß sie? Aus Breath of the Wild. War doch irgendwie so das Statik-Ding. Das ist eigentlich noch cooler. Gut, hier ist zwar wieder dasselbe Prinzip. Hier war auch vielleicht ein bisschen mehr Power dran tatsächlich. Und auf die andere Seite. Ja, muss mal gucken. Na, geht aber schon. Nein, da gibt's nichts.
Ja, aber nicht so. Okay. Oh, das war doof. So, jetzt klappt's vielleicht besser. Hm. So, jetzt aber. Yep. Ah, so, da war schon mal vertikal. Wir sitzen da war schon mal horizontal, meine. Wir sitzen jetzt vertikal aus. Okay. Bisschen höher. Eine Lore, die ist lustig, eine Lore, die ist schön. Oh, wenn sie runterfällt. Ah ja. Und nun? Ach so. Mann, bin ich doof. Aber die hält ja so nicht. Das soll ich da mitnehmen? Oder zurücknehmen quasi. Ich brauche etwas, um den Anfangsspeed dran zu packen. Gut, so wird natürlich eher weniger klappen. Aber so zumindest in der Theorie. Nein, schön hier bleiben. Vielleicht auch eher so. Naja.
Es wird irgendwie auch nicht ganz flüssig, wenn die ganze Zelle sein soll. Aber das Problem ist halt, warte mal, wenn die Loren hier irgendwie aus Versehen runterfallen sollte. Passiert eh nichts, er meint es nur aus Versehen. Kommt ein neuer raus, oder? Okay. Das Problem ist ja, ich habe gar keinen Anfangsspeed. Da muss ich von dem hier einen Anfangsspeed geben. Also hat irgendwie ja die Idee quasi, wobei Idee, kann man es wirklich Idee nennen, bin ich nicht so sicher, zu sagen, jo, guck Spiel, ich baue dir eine Rampe. Und so wird es dann funktionieren. Nein, das wollte ich tatsächlich nicht. Vielen Dank, Spiel, dass du mir irgendwie so einen Quatsch machst. So. Ja, oder ihr macht es wieder so. Moment. Ja, klappt schon, keine Sorge. Okay, gut. Geht auch so. Ihr wolltet zwar gerne mit der Zeitumkehr und so ein bisschen tricksen in der Mitte der Strecke halten. Warum, wenn es ja auch so geht? Schleichmedizin, sehr gut. Wir zwar ziemlich sicher nicht brauchen, da wir das Schleichset der Ninjas, der Jigas und der Shikas haben. Aber warum auch nicht? Jetzt haben wir natürlich gerade, hätte die Kugel überhaupt gebraucht, um sie zu befestigen, oder hätte es auch mit der Platte allein gereicht? Die Lore. Naja, egal. Hauptsache, es ist getan. »104 Schreine. 104 Schreine sollen sein und noch wesentlich mehr. Da könnt ihr darauf verlassen. So, hier war. Ja, komm, teleportieren wir schon mal hier hin. Was soll der Geiz? Nächste Folge, Untergrund-Action. Neue Wurzeln erschließen, somit die Map ein bisschen vergrößern. Karten holen, beziehungsweise die Schätze der Karte, die wir da gefunden haben. Und vielleicht das eine oder andere Monster platt machen. Noch ein bisschen Sonanium farmen. Dies und das, war. Ich denke mal, so 2, 3 Punkte wir auch hier noch füllen können. Und ich gucke, glaube ich, mal, dass ich das scheiß Maserschwert da kaputt kriege. Weil das ist schon ein bisschen... Das Platz, wenn ich ihn wegkriege. Wäre schon nicht schlecht, wa? Weil ich schon mal hier bin, kann ich da mal schnell farmen gehen, wa? Wir werden sehen. In dem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.